Junge, du bist extrem gruselig. Also echt jetzt. Das war das gruseligste Speichern, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so gut. So. Dann würde ich mal sagen, ihr Leid. Wir gehen jetzt zur Rakete. Ich weiß nicht, wo die steht. Wahrscheinlich da oben, oder? Und dann fliegen wir da weg. Aber vorher beende ich diese Folge. Oh, ich will doch nicht in der Hauptsache. Aber da war nicht Uhrzeit. Aber Moment, was steht da? Launch Tower. Okay, oh, was bist du für einer? Hey, hey, also du hast dir die Nummer-Statue genau angesehen. Die Statue sah mich an und hat die Augen geöffnet. Wow, wow. Die Statue hat was gemacht? Ihre Augen haben sich geöffnet und dann hast du Bilder aus deiner eigenen Erinnerung und Lichter um dich herum gesehen? Du meinst eine Halluzination? Dazu nichts für ungut, aber bist du sicher, dass du starten kannst? Ich meine, medizinisch gesehen. Weißt du was? Ich denke du einfach nicht drüber nach. Vielleicht solltest du dich etwas hinsetzen und ausruhen. Wäre doch furchtbar, wenn irgendwas Schlimmes passieren würde, wenn du versuchst zu starten und dich nicht dabei gut fühlst. Aber hey, wenn du tatsächlich bereit bist, kannst du unsere Übersetzungsmaschine einsetzen. Ich kann nicht glauben, dass sie jetzt schon erwachsen ist und ins Weltall fliegen wird, die Übersetzungsmaschine. Aber im Ernst, ich bin froh, dass du sie mitnimmst und nicht jemand anderes wie Riebeck. Riebeck würde bestimmt stolpern und darauf fallen. Sag mal, wenn du einen kurzen Ausflug machen willst, um dir deine Weltraumhörner abzustoßen, könntest du dir die Ruine auf dem Albraumfelsen ansehen? Ich würde zu gerne, das heißt übrigens Abraumfelsen und nicht Albraumfelsen, egal. Ich würde zu gerne herausfinden, was es mit denen auf sich hat. Viel Glück und guten Flug. So, das habe ich eigentlich auch vorgehabt, nur so einen kleinen Ausflug zu machen. Ja, aber wir kennen doch jetzt nicht einfach hier, wir haben jetzt noch gar nichts erlebt, ne? Ich muss doch schon starten. Wie komme ich denn da hoch? Ach, ich muss doch gar nicht hoch, ich muss doch nur nach, ne? Was ist denn das da? Lift aktivieren. Haha. Aber warum ist so viel Holz? Vielleicht bauen sie was. Okay, danke. Das muss mal raus. Wo bin ich denn jetzt? Quack, eine Frosch. Kenn ich dich? Merkel? Achso, es ist der Holzfutzi. Die momentane ist schon perfekt, ja. Ja, Dummgeloff verdichtet. So. So, alles klar. Wir verlaufen uns jetzt. Hallo, tschüss, ich fliege jetzt ins Weltraum. Also Stadtcode habe ich schon. Und jetzt du mal aber erstatte. Ich würde sogar so weit gehen, sah. Ah ne, das ist das Demo-Ding. Dass man jetzt halt noch startet. Komm. Wann bist du aber noch? Eine Lampe oder sowas? So, mit dem habe ich schon gelabert. Da gibt's nichts. So, jetzt habe ich die Stadtcodes. Jetzt geht's aber hier. So. Hoch damit und raus mit ihnen. Volle Energie. Und fertig ist die Ramrod-Infanterie. Powerle. Ich hänge am Schlauch. Gibt's nichts. Okay, dann muss ich da wohl hin. Hübsch. Das ist so ein Ding, wo du dann an der Wand laufen kannst. Hilfsloks ansehen. Zeig mal her. Einträge ansehen. Position auf Hard markieren. Dorf schwerelose Höhle. Warte mal. Dorf. Das einzig wahre Kaminer-Dorf sowie die Hauptquelle von Explosionen auf diesem Planeten. Die Noma-Statue im Observatorium öffnet ihre Augen und sah mich an. Ich sah seltsam strahlende Lichter und meine eigenen Erinnerungen blitzten vor meinen Augen auf. Ach so. Gerüchte-Modus finden. Schwerelose Höhle. Eine Höhle im Zentrum von Holzkamin, die von Outer Wilds Ventures genutzt wird, um neue Astronauten auszubilden. Ich habe erfolgreich einen weiteren Satelliten für Eisenhut repariert. Okay. Das ist dann Y. Position auf Hard markieren. Was ist das da? Mondruin. Gerüchte-Eintrag anzeigen. Ich habe gehört, dass es irgendwo auf dem Abraumfels Nomai-Ruinen gibt. Niemand weiß, was sie sind oder warum sie gebaut wurden. Die Nomai-Schriften im Observatorium handeln davon, wie man irgendein Gerät auf dem Abraumfels kalibrieren kann. Abraumfels macht mich fertig. Es ist quasi mal Questlog. Sehr gut. Das finde ich gut. Wallbergs Lager. Klingt, als ob Wallberg noch immer auf dem Abraumfels stationiert ist. Wallberg ist nun schon eine ganze Weile alleine dort. So, an sich zoomen. Gibt es nicht viel zu zoomen.
So ist das grün und das doch nicht. Ich weiß es nicht. Schiffslok, okay. Und was ist das so? Ah, es ist der Anzug, den brauche ich wahrscheinlich. Anzeug zurückgeben. Karte aufrufen mit... Ah, Moment. Im Anzug brauche ich, auf der Planetenfläche rumzulaufen. Jetzt... Luke öffnen. Okay. Auf geht's. Anschnallen. Start-Landekamera. Rechter Trigger gedrückt halten, Start. Abschnallen, Karte aufrufen. Moment, ich muss erst mal gucken, was das doch für ein komisches Zeichen ist. Aha. Ah, das ist quasi Select. Sah das doch. Ja, sorry, ihr Leid. Ich krieg zwar Xbox-Controller-Dinger angezeigt, ich habe aber hier kein Xbox-Controller. Deshalb bin ich mir da nicht sicher. Okay. Start-Landekamera. Cockpit-Ansicht. Okay, also ich behaupte jetzt mal Landekamera und Startkamera. Rechter Drücker gedrückt halten, Start. Zack. Bin ich schon draus? Oh, schön. Uah. Ich war noch nicht ganz draus. Sorry. Da will ich hin. Bin ich jetzt schon da? So, da will ich hin. Jetzt ein bisschen nur. Eigentlich, ne? Wo kann ich denn da landen? So wahrscheinlich. Hey, hallo? Nicht weiter weg, geh. Ich will doch da hin. Es ist noch nicht so einfach hier. Au. Knick dich ins Vieh. Geschwindigkeit angepasst. Ah, das ist nicht so einfach hier, Leid. Ich will doch nur, ne? Hey, ihr Leid, echt jetzt. Echt jetzt. Ah, guck mal da. Schiff zur Reparatur verlassen. Ich weiß nicht, wie man verlust. Abschnalle. So, Anzug anziehen. Astrein gelandet. Schiff ist noch fast ganz. Geleid. Da muss ich hinaus. Oh, steht da wie Ends. Okay, Scoutwerfer ausrüsten, rechter Button. Was bist denn du? Scheiße, das haben wir gar nicht probiert. Warte mal. So. Was Scoutwerfer ist. Fotomodus. Scout starten. Was macht der? Er macht Licht. Okay, Kamera drehen. Achso, er macht Fotos. Gedrückt halten, Scout zurückholen. Weglegen. So hinten brennt Feuerchen. Was geht ab? Wer bist du? Was machst du? Warum gibt's so Geräusche gerade? Ich verstehe es nicht. Ich gehe mal wieder. Tschüss. Das macht mir irgendwie Angst. Willst du was lesen? Okay, Sonne. Ich habe so die Kugel da bewegt. Okay. Oder so Treppe. Geht jetzt erstmal auf. Oh, okay, das scheint wohl ein Rätsel zu sein oder sowas. Ich gehe einfach mal. Oh, sieht doch hübsch da aus. Aha. Räume entdeckt, Sauerstofftank aufgefüllt. Sehr gut.
Gedrückt halten, übersetzen. Dann übersetzen wir. So. Moment, lass mich doch erstmal das lesen, du. Noch unübersetzter Text. So, lese. Ich habe oben das Signalortungssystem des Auges getestet und es kann die Signale der Sonne, die Untiefen der Riesen und des bröckeligen Kraters wahrnehmen und verfolgen. Super. So. Jetzt wenn wir da oben hier gehen. Jedoch passiert etwas Seltsames, wenn ich das Signalortungssystem, also des Auges nach Signalen des Auges abfrage. Die Anzeige des Geräts dreht sich wild und zeigt in keine eindeutige Richtung. Das ist ein merkwürdiger Befund. Möglicherweise hat das Auge aufgehört, sein Signal zu versenden. Ich verstehe. Ich habe das Ortungssystem höchstwahrscheinlich falsch kalibriert. Riftchat, mein Lehrling und ich werden Anpassungen vornehmen und es erneut versuchen. Neuigkeiten. Bedauerlicherweise ist tatsächlich alles korrekt kalibriert. Es betrübt mich, euch dies abzuverlangen, meine Freunde, aber ich glaube, wir müssen ein anspruchsvolleres Gerät bauen, wenn wir den genauen Standort des Auges des Universums ausfindig machen wollen. Okay, die Suche des Auge des Universums. Dann bauen wir es eben. Verliere die Hoffnung nicht, Kasawa. Unsere Suche nach dem Auge brachte unserem Clan an diesen Ort. Wir werden nicht so einfach aufgeben. So, der Pfad ist jetzt eben. Was ist hier? Entferne Codex. Was ist denn das da? Next Side oder was? Nee, okay. Entferne Codex. Fallen lassen Codex. Aufheben Codex. Achso, das ist so aus. So, also wir können uns da hin zumindest mal ganz normal umgucken. Achso, du musst jetzt so Dingens da hin. Ja, komm mal her. Okay, ich bin fasziniert. Ich habe halt keine Ahnung. Okay, dass man da Rätsel machen muss, wusste ich ja nicht. Das ist schlecht. Ich bin nämlich dumm. Oh, da steht neues Zeug. Ach so. Ja. Kann ich denn jetzt auch woanders da hinsetzen? Aufzeichnung abspielen. Okay, wow. Ich habe diese Ruine schon auf Bildern von anderen Reisenden gesehen, aber jetzt, wo ich sie selbst sehe, die ist echt alt, oder? Wow, das ist der coolste Tag meines Lebens. Okay, Zeit für offizielle Notizen. Also, das ist eine Art Ortungssystem der Nomai. Es kann die verschiedenen Planeten aufzeigen, was übrigens ziemlich cool ist, aber so, wie ich die Schriften hier deute, wurde es wohl gebaut, um etwas Bestimmtes zu finden. Ich bin mir nicht sicher, ich konnte außerdem etwas über den Südpol des bröckeligen Kraters erfahren, also fliege ich dorthin, um zu sehen, ob ich noch mehr erfahren kann. Yep, ich steige einfach wieder in das olle Schiff und fliege los. Total sicher, größtenteils sicher. Oh je. So. Also das ist warm und der füllt dann immer wieder mal O2 auf. Das ist immer praktisch. Das sind einfach nur Lampe. Ich dachte, da muss ich das Ding nur stecken. So, aber kann ich damit jetzt was machen? Fallen lassen Codex. Schön die Wendeltreppe haben sie doch. Das ist doch aber naja, oder? Moment. Ja, guck doch. Noch zwei verschiedene, ich sieh's doch. Sag mal her. Aha. Oder doch? Das hatte man schon. Also da steht grundsätzlich dasselbe drin. Also ich habe der USB-Stick quasi und da steht halt dasselbe drauf und das da ist quasi nur der Monitor. Sozusagen. Alles klar. Ja, aber warum kann man das dann rausmachen? Ach, da hinten ist noch einer. Ach so. Guck mal hier. Also warte, ich mach den mal da hin. So, da hinten im Regal ist noch einer drin. Hab ich noch gar nicht gesehen. Guck mal her, du. So. Einsetzen. So, jetzt müssen wir das natürlich noch schön übersetzen, ne? Zu nah am Zieltext. So. Fetch.
Wo soll dieses neue, anspruchsvollere Ortungssystem gebaut werden? Es muss möglicherweise größer als dieses Signalortungssystem des Auges sein. Blume. Der südliche Gletscher auf dem bröckligen Krater bietet reichlich Platz. Ich könnte ein neues Gebäude errichten, um dieses geplante Ortungssystem unterzubringen. Ui. Ja, lass uns dort bauen. Ich kann mir vorstellen, dass unser junger Freund Connoy viel Spaß daran hätte. Er hat schon immer ein großes Interesse für das Auge. Insbesondere für ein Kind, das so lange nach dem Absturz geboren wurde. So. Dann werde ich unverzüglich mit dem Bau am Südpol des bröckligen Kraters beginnen. Alles klar, am Südpol von bröcklige Krater ist irgendwas. Anona und diejenigen von uns, die ursprünglich am Glutzwilling gestrandet waren, errichteten dort ein Quantum-Mond-Ortungssystem. Aber die Hitze der Sonne machte den Aufbau zu einer Herausforderung. Ich würde nicht empfehlen, auf diesem Planeten zu bauen. Okay. So. Alles klar, ich kann also so... Ja, also... Wenn wir mal nicht schon neben dran stehen, macht's... Und ich kriege... Okay, alles klar, ich glaube hier unten habe ich alles. Müssen wir nochmal hochgehen, gucke, was das da ist. Guck mal her, du. So, ne? Wir ziehen hier anscheinend das Ding an. Und jetzt machen wir das da hin. Na? So. Und was passiert jetzt? Hat sich jetzt irgendwie was geändert? Tun sich halt. Guck mal, die fahren nämlich drumherum. Also ich... Oh, ist das Schlimme. Oh, Junge, da wird mal ganz übel hier. Ja, also die Dinger fahren... Ich bleib stehen, aber die Dinger fahren nämlich drumherum. Und jetzt guck mal... Boah. Junge, das wird noch übel. Das wird noch übel ausgehen, sag ich euch. So, gibt's da unten jetzt... was Neues oder so vielleicht? Welche jetzt, wo ich so das Ding da verändert? Nee. Ah ja, dann nehmen wir jetzt die Kugel und tun sie mal auf die Sonne machen. Komm mal her, du. So drauf machen. Ach so. Ach, das zeigt dir. Ach, das ist die Sonne. Okay, pass auf, jetzt nehmen wir die Kugel. Und was ist das da? Ja, ledig dann hin. Ja, das muss jetzt alles ordentlich drehen. Ja. Es ist sich scheinbar uneins. Warum denn? Was ist das da jetzt, da links war? Anzeige. Spielt das gar nicht. Okay, ich werde dort raus gerade nicht schlau. Also, kommst du mal her. Wir probieren das jetzt noch mal aus. Der bröcklige Dingens, wo sie gesagt haben. So. Ah, also doch. Das so ist der bröcklige Dingens Signaloskop aus. Oh, da sitzt dann. Hier, zoomt mal wieder. Das sitzt auf alle Fälle einer drauf. Wegspielen, okay. Hoch da hinten ist auch irgendwo was da hier. Also, das da hinten ist der bröcklige Dingens, wo sie gesagt haben. Jetzt, pass auf, wacht. Das ist hier quasi dann so das Observatorium. Was das ist, weiß ich nicht. Müssen wir jetzt ein bisschen warten. So, ah ja, ich verstehe. Soll ich mal das Ding da drauf richten, ummachen? Wie geht das? Was ist das da? Ach, das ist Flötespieler oder so. Ah, ich verstehe. Alles klar. Dann hätte man noch das hier. So. Da, das ist einfach nur die Sud. Da wird doch keiner drauf hucken, oder? Doch, der Trommler huckt drauf. Ah, nicht schlecht. So, und dann haben wir am Schluss noch das hier. Das hat aber irgendwie... Habe ich das nicht ganz geschnallt?
was das da von mir will. Guck. Das macht so alles durcheinander so. Da geht gar nichts. Also der findet es einfach nicht. Ich glaube, das ist das, was ich suche, oder was? Okay, also, aber, ja, warte mal, ich muss das da rausmachen, sonst wäre ich blöd im Kopf. So, gehen wir da hin. Gut. So, also ich habe zumindest jetzt mal verstanden, was hier los ist. Warte mal langsam, Junge. Gehen wir mal vorbei. So, das ist mein Schiff. So. Wenn ich zu weit von dem Planet weghupst, du? Okay, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber alles klar. Ich habe in deiner Nähe. Ja, komm, lass mal gut sein. Ja, so viel dann zu dem Thema. So, was haben wir dann hier Feines? Guck mal da. Na komm. Müll. Ah, Aufzeichnung. Chats Aufzeichnungen. Eigentum von Chat. Dies ist ein alter Grader. Das Tolle ist, dass die Zusammensetzung der Proben, die ich an der Einschlagstelle genommen habe, der Zusammensetzung des Eises in den Randgebieten vom Schwarzdorn entspricht. Ich würde postulieren, dass der Abraumfels von einem Stück des Planeten getroffen wurde, der früher dort war, wo sich jetzt Schwarzdorn befindet. Um nochmal darauf zurückzukommen, vielleicht gibt es auf anderen Planeten im Sternensystem noch weitere Bruchstücke des alten Planeten, den Schwarzdorn zerstört hat. Weiß ich nicht. Das ist, ach so, das links ist die Weltkarte von dem. Alter, da wird mir ja ganz anders da. 3 Minuten Sauerstoff verbleibe. Okay. Dann muss ich hier raus. Wo ist mein Schiff? Noch höher, noch höher, noch höher. So. Ja, aber was haben wir jetzt halt gemacht hier? Also ich habe das Ding in Storage gefunden. Aber Schunst? Gibt es da Schunst noch was zu finden? Oder gibt es da nur... Oh, da ist zum Beispiel noch ein Krater, oder? Ja. Ich hätte mir halt besser... Komm, ich gehe wieder in mein Schiff und fliehe zurück. Ne? Ich hätte mir halt besser den Scout-Werfer da... was ist denn das da? Der flieht da jetzt da drumherum oder was? Schnell Schnappschluss auf. Das ist halt einfach... Okay. Das bin ich, glaube ich. Okay, Scout zurückholen. Ich habe also nur, wenn ich Sauerstoff. 3 Minuten ungefähr als. Wieso fühlt sich das gerade so komisch an hier? Weil sich das alles noch dreht. Oh, hey, Junge, das ist alles nicht gut für mein Hirn. Also. Alter, macht mich das gerade fertig. Ich glaube halt wirklich, dass ich, wie heißt das? Motion Sickness kriege oder so. Also, nee, so schlimm ist es jetzt halt noch nicht, ne? Aber. Krass irgendwie. Habe ich noch nie gehabt. Aber das ist halt schon. Okay. Alles klar. Ich gehe mal da hin und ich hoffe, dass dann dort das Sauerstoff aufgefüllt wird. Oder? Ach, das war Fuel, was ich gesehen habe. Ja, das Sauerstoff ist aufgefüllt. So. Nee. Ich gehe noch nicht zurück, ne? Ich gehe. Doch, ich gehe zurück. Komm. Auch jetzt Sonde erweitern, Licht ins Dunkel bringen. Ah ja, so wird sogar erklärt, was der kleine Scout macht, ne? Außerdem Gefahren aufspüre und die Umwelt erforsche. Schön. So. Ich fliehe jetzt, ich weiß nicht, Moment. Schiffslog ansehen. Das ist das, was wir jetzt erlebt haben, oder? Ah, guck, geht weiter. Feedback. Boah, krass. Also, linkes Stick. Ein Nummergerät, das die Quellen entfernter Signale genau bestimmt werden können. Die Nummer waren enttäuscht, dass sie das Signal vom sogenannten Auge des Universums nicht orten konnten. Ah, das ist das große Blaue da.
Oder Riebeck. Riebeck machte sich auf zum bröckligen Krater, um zu untersuchen, wo die Nomai dort am was die Nomai dort am Südpol trieben. Und hier, die Nomai beschlossen, ein größeres, anspruchsvolleres Signalortungssystem des Auges am Südpol vom bröckligen Krater zu errichten. Das heißt, wir müssen wohl auf den bröckligen Krater. Was mich jetzt halt mehr interessiert ist, kann ich mir das Raumschiff selbst reparieren? Schiff zur Reparatur verlassen. Cockpit beschädigt. Moment. Was ist das so alles? Okay, Cockpit beschädigt. Das heißt wohl... So, wir müssen da rausgehen. Luke öffnen. Und unser Schiff selbst... Junge, was ist denn das? Oh, fuck. Ah! What? Okay, es wird auf jeden Fall wohl gespeichert wieder. Oh, ich hab sau viel erlebt, oder? Der speichert einmal all das. Geht jetzt ganz zurück, oder was? Was macht denn der von hinten noch von? Hä? Wie jetzt? Okay, der ist genauso verwirrt wie ich. Bin ich gerade gestorben? Hattest du einen bösen Traum oder was? Du siehst noch immer total verschlafen aus, aber damit können wir wohl auch ausschließen, dass du tot wärst. Ja, okay. Ich weiß, es ist Tradition, unter dem freien Himmel zu schlafen, bevor man ins Weltall startet, aber wenn du mich fragst, macht einen das doch nur aufgewühlter. Hä? Also, okay, jetzt pass auf, Wacht. Nur Marshmallow essen. Oh, ich habe gerade ein Nickerchen gemacht. Nein, aufwache. Ich wollte Marshmallow essen. Ah, schön schwarz, wie ich ne mag. So. Okay, wir haben also die Startcodes und es sind ungefähr noch dieselbe. Okay. Oh, geil, Musik. Okay, ihr Leid. Halbstündchen ist rum. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was weil passiert ist. Dann würde ich mal sagen, gespeichert hat's aber. Dann machen wir morgen weiter. Und dann vielleicht finden wir morgen raus, was das dabei war. Dann quatsche ich nochmal mit den Leid. Aber naja, wir werden es dann sehen. Ihr Leid, das war's für heute. Morgen trinken wir Bier, dann sind wir bereit. Und mit diesem schönen Reim lasse ich euch jetzt allein. Tschüss.